Gleich geht's wieder los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Fans freuen sich im Stadion und wir freuen uns auch, oder Sebastian? Ja, ganz genau richtig. Sie sind alle heiß auf die neue Saison. Sie fiebern dieser Partie natürlich entgegen, genauso wie wir. Die Vorbereitung ist vorbei. Jetzt gilt's und deswegen freuen wir uns. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Und daraus könnte was werden. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Wunderbarer Pass. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Was für ein Tor! Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Also stellen wir uns das vor. Tor in der 4. Spielminute. Oh, das hat er gut gesehen. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Und drauf aufs Tor. Das ist es. Und wir wackeln die Tribünen. Wahnsinn, was jetzt hier los ist. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores. Und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Hast du da gut gesehen? Ja, und in der anderen Hälfte hat er sich den Ball zugebracht. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Und das sieht gefährlich aus. Oh, genau auf den Keeper. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Er spielt den Ball quer. Und jetzt scheinen sie langsam ihren Rhythmus zu finden. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein. Oh, das war clever gepasst. Klare Sache, logisch. Freistoß. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt wird's ganz gefährlich für den Torhüter. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ah, klasse weggeköpft. Und nur raus damit, raus!
So, jetzt hat er Platz. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff und jetzt stand er auch noch im Abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Und er findet den freien Mann. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Ja, das sieht der Trainer gern. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und ich glaube, unterm Strich, da geht das 2:0 auch in Ordnung. Was zählt im Fußball? Die Tore, da können sie sich noch so viele Chancen herausarbeiten. Wenn sie nicht treffen, verlieren sie am Ende diese Partie. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Mit der Brust, sehr gut. Jetzt kann er... Achtung, jetzt brennt's! Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Der scheint heute fast alles zu halten. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Und egal, wie das Spiel jetzt auch ausgeht, aber den hat er hier per Weltklasse-Parade abgewehrt. Ja, der Torhüter macht das Spiel seines Lebens, Tom. Unglaublich, was dieser Mann leistet. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Gut gespielt. Ganz wenig Platz für die Angreifer. Könnte man eine Flanke... Zieh ab, Junge! Ja, das hat er gut gemacht. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz.
zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, der Torhüter auf der anderen Seite verlebt ja einen richtig ruhigen Nachmittag. Aber der hier, Mensch, hat der schon viele Bälle gehalten. Also die Führung ist nur ihm zu verdanken. Ah, da steht er vollkommen frei. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Also diese Abwehrreihe steht heute glänzend. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann geben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Oh, der passt genau, der Ball. Herrlicher Freistoß und das Tor. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat 3 frische Spieler. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Er spielt den Ball quer. Und so soll das aussehen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Platzverweis, gelb-rote Karte. Angesichts der Tatsache, dass sie hier schon führen, fehlt mir für solche Aktionen das Verständnis und dem Schiedsrichter offensichtlich auch. Rote Karte nach dieser rüden Attacke. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ah, der sitzt! Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Und da zahlt es sich halt manchmal aus, ein bisschen länger auf dem Trainingsplatz zu bleiben und Freistöße zu üben. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung führen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ah, muss er sich da beklagen, so hart wie er in den Zweikampf geht? Natürlich nicht. Die gelbe Karte erfolgt korrekt. Oh, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Und was für ein Tor! Das war ein ungeheuer wichtiges Tor für seine Mannschaft. Jetzt ist hier wieder alles möglich. So, jetzt haben sie es in der Hand. Aber können sie die Führung auch bis zum Schlusspfiff über die Zeit schaukeln? Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt.
nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. So, der kann. Nutzt er die Chance. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Oh, da gehen sie aber ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ja, langsam sollten Sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Der geht in die Mauer. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart, dieser Eckball. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Also wenn es nach den Fans gegangen wäre, dann hätte der Schiedsrichter schon länger abgepfiffen. Und jetzt ist der Abpfiff endlich da. Ein knapper Sieg. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.